Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. A schöne Teuwe, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, das ist euch Meir David. Heute haben wir ein Interview mit Noach Barrera. Hat nicht lang zurück sich ausgelernt Jiddisch und graduiert von College. Ist geworden ein ernster Aktivist Latoivis Jiddisch in New York City. Dort ist gewesen ein Schreiber für jiddische Publikationen, hat gearbeitet in 3 jiddische Theatern und hat ausgelernt Jiddisch in Klassen und euch gehalten Lektionen auf Jiddisch. Unser Interview haben wir gehalten vergangenen August in der Sommerkolonie mit dem Namen Jiddischwoch. Unser Eulam ist gut bekannt, die Jiddischwoch. Das ist die wochenlange jiddische Sommerkolonie, was man halt jeden Sommer unter der Herrschaft von der Jugendruforganisation in New York. Noach ist gekommen zu der Jiddischwoch dank seiner erfolgreichen GoFundMe-Kampagne. Und zu lieb dem, was hat gekannt, das Vergehen, hat gekannt lernen, aber statt auf der Thema sexuelle Terminen auf Jiddisch. Das ist basiert auf seiner Forschung beim Archiv in YIVO in New York. Ich hoffe, Sie werden noch haben von unserem Interview. Das wird ihr hören in noch ein paar Minuten. Wir haben an mit einem neues Bericht von Adam Gruzman von Jerusalem, was wir haben erhalten, dank der Vorwärtsshow, dank jiddish.forward.com. Und jetzt Adam Gruzmans Bericht von Jerusalem, dank dem Vorwärtscall. Das Vorwärtscall kann man ergreifen durch die Webseite jiddish.forward.com. A große Spannung hat die Woche geherrscht bei unserer Grenze mit Asa. In Anblick von keseiderdicken Straschen mit dem islamischen Dschihad, was droht, ne komme zu nehmen, verantwortlich von 14 von seinen Menschen, wo seinen verschotten geworden unter dem Tunnel, was ist Frolot aufgerissen, Drohungen, zu welchem bezieht sich sehr ernst in Sicherheitsdienst, hat Zahal zum ersten Mal blockiert die Woche Antiraketenbatterien von Typ Kippat Barzel, Eiserner Kupol in Zenterland.
Der Chash ist, als nicht rechnendig sich mit der Gegnerschaft von Hamas, soll der islamische Dschihad schicken Raketen gegen Israel. Gleichzeitig ist man im Sicherheitsdienst besorgt von den letzten Entwicklungen auf unserer Zoffengrenze mit Syrien, überhaupt nachdem, wie es ihnen bekannt geworden Protim wegen der gerechten Verständigung zwischen Russland, Amerika und Jordanien. Die dosige Verständigung, zu welcher Israel ist nicht gewinnt kein Zad, der weitertacke die Iraner von den Grenzen von Israel und Jordanien, aber nicht genug. Beschaß Israel hat gefordert, als es soll nicht sein, kein Schum iranische Anwesenheit dorem die Zukunetra, das heißt, bei 50 Kilometer von der Israel-Grenze, verbot der Heskem die iranische Anwesenheit bloß 20 Kilometer von Israel und in gewisser Orte bloß 5 Kilometer. Bichlal ist man im Sicherheitsdienst besorgt von der verstärkten iranischen Anwesenheit in Syrien. Militärische Experten halten, als die Iraner gehen nicht nur auf Bojen-Apport für ihre Kriegsschiffe in Syrien, nur auf schicken eine Divisie, was geht lokiert werden in Dorem Syrien bei der Israel-Grenze. Bei uns hat man gehofft, dass die Russen, was ob ausgedrückt Verstand für die sicherheitlichen Interessen von Israel, wollen sich mit sie rechnen, aber es sieht aus als nicht so viel, wie Israel wollte gewollt. Die Passivität, was Amerika ausgewiesen in Syrien, sei bei Obamas Administration und sei jetzt, hat für Israel sehr negative Nachfolgen. Wie besorgt Israel ist von den letzten Entwicklungen, kann man lernen vom Fakt von der dringendigen Reise von Chef und Generalstab Rabaluf Gadi Eisenkopf in Washington, wo hat konferiert mit seinem Amerikaner Kollege und euch von der Erklärung von Premier Netanyahu die Woche, als Israel wird sich mit der russisch-amerikaner-jordanischer Verständigung nicht rechnen und wird weiter sorgen für ihre sicherheitlichen Interessen. Zum ersten Mal hat der Chef und Generalstab Rabaluf Gadi Eisenkopf gegeben ein Interview für der saudischer Televisie, ein Interview, in welchem hat gesagt, als zwischen Israel und Saudi herrscht eine totale Einstimmigkeit legabe der Sakone, was leuert mit Zad Iran. Die große Frage ist, sie Israel wird jetzt nicht reingezogen in sunnitisch-schiitischen Konflikt, wo spaltet die arabische Welt. Es geht nicht darüber kein Tag, und dem, also soll nicht zukommen keine neue Information wegen die juridische Unionen, in welche seinen vermischt Netanyahu und sein Frau. Die Woche ist veröffentlicht geworden, als die private Sekretärin von Arnon Milchen hat beim Eidesogen in der Polizei erzählt, als sie vielleicht bekommen Anweisungen von Frau Netanyahu, ihr zustellen so viel und so viel Fläschchen Champagner und so viel Zigarren für ihr Mann. Laut Hadass Klein hat Frau Netanyahu nicht gebeten, nur faktisch gefordert, und Arnon Milchens Chauffeur hat es mit sein Auto gebracht, die Fläschchen und die Zigarren zum Premiers Residenz. Derweil behandelt der Arbeitsgericht die Anklage von Shira Rabban gegen den Premiersfrau Sarah Netanyahu. Durch ihre Advokaten teilt Shira Rabban, als Frau Netanyahu hat ihr behandelt unmenschlich, sich ist die Ecke über ihr, sich bezeugen zu ihr wie Sklaven und ihr Kimmat geschlagen. Shira Rabban fordert dafür eine Entschädigung in Betreff von 225.000 Schkolim. Also wie in der Anklage von Frau Rabban wird gesagt, als die Beziehung von Frau Netanyahu zu ihr ist gewesen wie zu a Schiffche, und der Richter hat gehalten, als das Wort Schiffche ist da nicht passig, haben Rabbans Advokaten gemusst ändern dem Text von der Anklage, wo sie aber noch als geblieben als sehr harbe. Der Likud und die Familie Netanyahu warfen ob die Teines und sagen, als hinter der neuen Anklage von Shira Rabban, Punkt wie hinter die früherige Anklage von Personal, was hat gearbeitet in Netanyahus Residenz, stehen Meni Naftali und die Opposition, wo sucht Keseder zu desprestigieren die Mischpoche Netanyahu. Der Medina-Präsident Reuven Rivlin hat sich die Woche beteiligt in Los Angeles auf der Konferenz von der Jüdischen Föderation in Amerika. Wie es weiß, ist beschlossen geworden, als der Präsident und nicht der Premier sollen kommen zum dosigen Zusammentreff, und das ist wahrscheinlich verbunden mit der Unzufriedenheit von die Konservative und Reformer mit dem Premiers totalen Annehmen die Linie von der Orthodoxie. Es ist ständig angenommen, als bei Israel Premier kommt kein Amerika, trefft sich dort mit Vorsteher von aller religiösen Strömen in Amerikaner Judentum. Aber
Bei Netanyahus letzten Besuch in die Vereinigten Staaten sind die Vorsteher von die Reformer und Konservative nicht gekommen zu der Begegnung mit ihm. Sie das ist dann gewesen zu lieb der Kmoi antisemitischer Karikatur, wo sein Sohn Yair hat veröffentlicht in Facebook. Sie das ist gewesen der Verdruss von die konservativen Reformer, fahren nicht erlauben sie zu davenen beim Käusel. Sie der ungeweitigter Indien von Giur, aber der Räuschem ist, als breite Kreisen in Amerikaner Judentum fielen als die jetzige Israel-Regierung vermacht für sie die Tiere. Der Medina-Präsident hat auf seine Rede für die jüdische Föderation in Amerika gebraucht verglätten dem dosigen Riss und der Premier Guffe, Hotscher ist gewinn abwesend, hat euch durch die rekordierte Videorede geprüft beruhigen die Konservative und Reformer und sie zugesagt, als Israel wird sich rechnen mit seinen Bakosches. Und doch verstärkt sich der Räuschem, als die kritische Beziehung zu Medinas Israel nicht bloß in Religion ist euch Mistamaninien von neue Deures, was kommen auf und wo seine Verbindung mit Israel wird was einmal läuser. Erev Shabbos hat bei uns ausgesehen, wie wir wollten gestanden von der Regierungskrise. Der Gesundheitsminister Avram Litzman von Yadut HaTorah hat gestrascht, als euch in der Bahngesellschaft wird man Shabbos reparieren die Relsen zwischen Dimona und Beersheva, also wie es ist gewesen planiert, und der Feier Gorem sein zu Achilul Shabbos, wird Sonntag demissionieren. In der letzten Minute ist durch der Intervention vom Premier und vom Arbeitsminister der gerecht geworden Abschore, laut welcher die dringende Arbeiten zu reparieren die Relsen wollen Tage angehen Shabbos, aber durch nicht-jüdische Arbeiter. In einem Auftritt für Studenten in der Ben-Gurion-Universität in Beersheva hat der Vorsitzender von der Arbeitspartei Avi Gabay sich ausgedrückt, als die Arbeitspartei hat vergessen, was es heißt zu sein Jid, und zugegeben, als die Arbeitspartei hat gelegt dem Trop auf Liberalismus, aber sich erweitert von jüdischer Tradition und jüdischen Werten. Und dem Toes muss man verrichten, hat gesagt. Sie die Arbeitspartei hat verlost jüdische Werten ist noch eine Frage, und sie ist aber nicht antireligiös. Lomir Darmonen als der gewesener Parteivorsitzender Yitzhak Herzog ist das Einikel von gewesenem Häuptler von Israel. Und Deputat Eitan Kabel ist a viele gewähne Yeshiva-Bocher. Aber Observatoren sind bei der Meinung, als mit der Dosigkeit Erklärung, Punkt wie sein Frierdike, als man kann nicht sein kein Jid, ob man glaubt nicht in Gott, oder als a viele als beim Unterschreiben, a Schole mit die Palästiner ist nicht kein Muss zu evakuieren alle Yeshuim auf jener Seite grüne Linie, sucht Gabay sich zu erwerben die Sympathie von die mild recht gestimmte Wähler, wo sie können mit ihrer Stimmen ihm bringen zu der Macht. Shalom euch allemen, Adam Gruzman von Jerusalem, Fern Forwards Call, New York. Ich bin da bei der Jiddischwoche 2017 mit, geht euer Namen? Noach Barrera. Und Noach, sehr gut sich zu bekennen mit euch. Seid ihr so gut, sollt ihr allein erklären, wie ihr seid gekommen zu der Jiddischwoche. Es ist gewesen mit ein bisschen Schwierigkeiten hier, ja? Tage mit Schwierigkeiten, ja. Ich bin auf der Jiddischwoche zum 3. Mal. Zum ersten Mal habe ich bekommen eine Stipendie. Aber man kann nur bekommen Stipendien einmal, meine ich. Und das habe ich nicht gekannt. Vor ein Jahr bekommen eine Stipendie und nicht ein Jahr. Und ein Jahr ist Tage gewesen schwer. Ich habe gelitten von einer Sache Geld in Jönem. Habe ich geschaffen, es ist mir eingefallen zu schaffen GoFundMe-Kampagne und ich habe beweint in der offen GoFundMe, mag mein GoFundMe-Seite wie Urem ich bin und ich darf zurückbezahlen eine Sache steigen. Ich wohne in Stadt New York und ihr könnt sich vorstellen, wie schwer es ist zu wohnen in einer teure Stadt ist, ich habe sich verchidischt, aber Sachmenschen haben mir gegeben Geld und ich habe geschaffen das ganze Geld. Nur auf Facebook. Alle meine Facebook-Gewerden haben mir
gegeben Geld und haben sich geteilt mein Kampagne auf ihre Seiten. Ja. Is die Zuhörer wollen wissen, sie zusammen, als ihr macht ein Leben von Jiddisch? Ich mache ein Leben von, ich probiere zu machen ein Leben von Jiddisch. Es ist doch eine schwere Sache. Nachdem ich graduiert von Universität und ich bin gegangen in UC Santa Cruz, was ist nicht weit von San Jose, nicht weit von San Francisco, habe ich sich übergeklebt in Stadt New York, nur zu reden Jiddisch, zu werden fließig und zu arbeiten in der jiddischen Welt, wenn ich bin umgekommen in Stadt, bin ich gleich gegangen in Vorwärts, unannonce. Ich bin gegangen zu Boris und ich habe gesagt, ich will arbeiten, ich will sein als Schreiber und er hat gebeten, ich soll schreiben einen Artikel, er soll nur kennen, sehen, was für ein Schreiber ich bin ein guter Schreiber auf Jiddisch. Hat mir gegeben, er ist gegangen zu der Verwaltung und gebeten Geld. Als ich sehe, mir soll mich umstellen und ich bin, in dem Emes gesagt, bin ich durchgeblieben etliche Chedushim, aber in Meschich von die etliche Chedushim habe ich geschrieben mit Tutsartikeln. Ich habe gedarf schreiben einen Artikel jede Woche. Und früher habe ich geschrieben, ich habe veröffentlicht einen Artikel in Affenschwell wegen Volksmedizin. In Stadt New York habe ich gearbeitet, zuerst beim Vorwärts und danach, nicht danach, aber Schass und danach in einem jiddischen Theater. Und ich habe ungefähr mit die Eberkeplach, das heißt. In welchem Theater? Was hat Lemmer gegeben, die nehmen nicht alle Zuhörer in Boston beim Jiddischen Call, kennen die alle die jiddische Gas in New York, also gut. Und es ist eine lebendige Gas in Stadt New York. Es voran zwei aktive Theaters, jiddische Theaters in New York, die Volksbühne und der neue jiddische Repertoire-Theater. Ich habe angehoben zu arbeiten mit dem neuen jiddischen Rap-Theater. Ich habe gearbeitet auf Teut von der Salesman und das gewesen die erste Spiel. Und ich bin gewesen auf jede Repetition und ich habe ungefähr mit die Eberkeplach gewesen die englische Übersetzung über die Cap von die Aktionen. Ich habe sich ausgelernt als Sach spielen, aber ich habe sich ausgelernt heute von der Salesman auf Jiddisch, weil ich bin gewesen auf alle Vorstellungen, das heißt mehr wie 50 Vorstellungen habe ich ungefähr mit die Eberkeplach. Es ist mit Stimme eine Sache schwerer, wie es klingt, und man darf kennen gut Jiddisch. Könnt ihr erklären, für was? Ja, es ist schwerer, wie es klingt. Man darf, es wendet sich. Es wendet sich in wie geht die Instruktionen leben die auf dem Computer. Man nutzt oder PowerPoint oder Keynote und ist die Problem bei dem neuen jiddischen Rap-Theater ist nicht voran keine Instruktionen. Ich habe nur gekippt auf die englische Übersetzung, auf jede Lichtbild hab ich gedarft quetschen quetschen ein Knäppel und sich zuhören zu die Aktionen und übersetzen. Also ich bin auf dem richtigen Lichtbild und ich habe das gedarft tun mit der richtigen Zeit und es fordert eine Sache, also ich darf fokussieren die ganze Zeit und heute von der Salesman hat gedauert, nicht 3 Schuhe, aber mehr wie 2 Schuhe, meine ich, und gewesen ein Hafsocke ich habe sich gedarf zuhören zu die Aktionen und einmal habe ich gedarft überhippern
die Lichtbilder, weil wenn die Aktoren haben vergessen ihre Replikes und das ist gewesen ein bisschen schwer und einmal hat der Computer nicht gearbeitet und es hat allein übergehebt die Lichtbilder und ich habe gedacht suchen das richtige Lichtbild ist bei der Volksbühne ist es auch geringer, weil ein Motel Didner was arbeitet auf die Eberkeplach schreibt die alle Instruktions und es ist nicht schwer, im Ganzen nicht schwer. Besser organisiert bei sei, heißt das. Es ist besser organisiert bei sei, aber man darf noch als quetschen sehr gich, weil das ist eine musikalische Pièce und sie singen sehr gich und es ist nicht allemal so gering. Ich habe gearbeitet auf die Goldene Kalle. Ich meine, ich habe ungefähr mit die Eberkeplach mehr wie 100 Mal, weil ich habe gearbeitet auf beide Runs. Von der Goldene Kalle ist, ich kenne die alle Lieder auf uns ein wenig. Ich will keinmal nicht vergessen. Und es ist mir nicht nur, ich habe verdient ein bisschen Geld. Tage schibbisch in einem Theater. Und stell sich vor, sie haben nicht kein Sachgeld bei sie. Und befragt sie geben ein Mensch, was wird tun mit Eberkeplach. His öfter darf man nicht schaffen, eine Union. Und weil ich habe sich bekannt mit anderen Menschen, was getan dieselbe Arbeit ist, sie wissen, wie schwer es ist, wie schwer es kann sein und nicht nur die Arbeit, nur der Matzef, nicht bekommen kein Sachgeld, ist, ja. Ich habe euch gearbeitet in einem Josef Pop Theater, was Avi Hoffman hat geschaffen, fährt mit dem, er wohnt in Florida, aber wir haben wir sind gefahren auf ein Ashkenaz Festival in Toronto. Toit für den Salesman. Ja, das gewesen als Schlager in Stadt New York ist, sei, Toit für den Salesman, sei die Goldene Kalle sind nominiert geworden für Drama Desk. Ich bin gegangen auf eine Zeremonie und gekickt auf den Drama Desk. Und, bin gewesen zwischen den Eulen. Aber, ja, wir haben, die Goldene Kalle ist sehr eine schöne Pièce, musikalische Pièce, sehr schön. Und heute von der Salesman ist gewesen, so geht, und ich habe gewähnt das Sache beim Sofa. Es ist so rührendig. Und Avi Hoffman ist bei mir gewesen, sehr, man hat ihn nominiert und die Pièce allein. Ein bisschen wegen Neich, hat Jiddisch einen Hintergrund? Ja, aber ich bin nicht aufgewachsen so Jiddischlach. Ich stamme von Kalifornien, ein paar Schossen von San Francisco, meine Mama und 2 ältere Brüder wohnen noch als in meiner Heimstadt. Aber unsere Mischbuche kommt nicht von jenem Städtel. Die Mama stammt von Los Angeles. Ihre Eltern kommen von Kalifornien, aber ihre Mischbuche kommt von Deutschland und sie sind gekommen. Ich bin mit die Deutschen sie sind gewesen assimilierte Jeden zwischen die Deutschen gekommen in 1860 in der alten Immigration und der Tate stammt von Mexiko. Sein Tate stammt von Michoacán, was ist eine Stadt in Mexiko, und seine Mama stammt von Stadt Mexiko. Er ist gekommen in die 1980er Jahren und Mama ist gearbeitet auf dem Feld und es ist ein Gemisch. Wir sind nicht in Kalifornien. Ihr könnt sich vorstellen, als wir sind nicht aufgewachsen so Jiddischlach in Southern Kalifornien, bin ich gekommen zur Jiddischkeit später. Ich bin gekommen zur Jiddischkeit nur nachdem wie ich bin gewesen 15 Jahre alt, habe ich besucht Yisrael und ich habe allemal gewollt erkennen Hebräisch.
Und beklagt, dass ich bin nicht aufgewachsen mit Hebräisch. Habe ich besucht Israel mit meinem Chaver und bin ich geworden als ein verbrennter Zionist. So lieb dem. Aber ich habe gekriegt etwas, verbrennt, ich bin Jüdischkeit und ich wollte einführen. Mehr, ich habe gewollt sein mehr Jüdischlach und es gewesen, wenn ich bin 15 Jahre alt ist, wenn ich bin gegangen in die Universität, habe ich Lechatchila studiert Linguistik und aber es ist gewesen theoretische Linguistik, ein bisschen sehr schwer. Und aber dafür bin ich bin gegangen, ich habe gebeten die Limit zu jüdische Limudim, weil ich habe studiert jüdische Sprachen, Hebräisch habe ich studiert und Deutsch und Sof habe ich studiert Jiddisch. Und mein Baljoitz hat vorgelegt, dass ich soll studieren in Zoom-Programm auf den Namen Uriel Weinreich beim JIVO. Und ich habe studiert Jiddisch dort 3-mal. Ich bin gewesen in dem Mittel 1 und danach in einem avancierten Klasse 4-mal ist wenn ich das erste Mal beim Studieren Jiddisch dort, ich gedenke sehr klar, es ist noch als wie ich bin gesessen in einem Internat und ich habe gearbeitet sehr schwer auf Heimarbeit und ich habe gelernt zum ersten Mal Jiddisch Buch und ich durfte schreiben wegen dem in einem Heft und das ich meine es hat gedauert etliche Schuhe und ich bin gelegen auf dem Bett und habe angehoben zu trachten auf Jiddisch und formulierten Satz und es ist rausgesprungen von der Seite und es ist herumgeschwommen in den Kopf und ich bin von dem Moment an bin ich geworden ich bin geworden ein verbrennter Jiddischist und ich habe gewusst, etwas in mir hat gewollt wohnen in New York und reden Jiddisch und also habe ich getan. This is WUNR Brookline. Ihr seid bei der Jiddisch-Wach. Danke GoFundMe, Yasha Koyach, der Jiddisch-Welt, was es hat euch gemacht, möglich zu kommen. Aber was wird sein danach? Was wird sein danach? Ich gebe Applikaties in Graduierschule. Ich habe Ideen zu studieren in Graduierschule. Ich will werden ein Professor von jiddischer Geschichte und Literatur. Ist mir zu schön, weil ich will gehen in eine Graduierschule und ich will nicht dürfen zurückbezahlen, die wo es, ich habe Sachen, wo es bis später. Aber was wird sein? Ich will bleiben in Kolapachis in New York nach ein Jahr. Seitdem ich studiere in Stadt New York allein, ich weiß nicht, aber ich will weiter leben in New York und es ist ein gutes Leben. Ich habe Tage nicht mit was zu beklagen, weil mein Bruder, ich habe das Feeling, hat sich übergeklebt in Stadt New York mit der Jahr zurück. Er ist gekommen zum ersten Mal mich besuchen und er hat beschlossen zu wohnen mit mir. Das war ein guter Beschluss, weil wir kamen Tage von einer kleinen Stadt, dick Orten und ich habe keinmal nicht gesehen, so viele verschiedene Menschen, keinmal nicht gesehen, keinmal nicht gekannt gesehen, Dominikaner, Puerto Ricaner, ich wohne mit
Bengali Menschen, der Bengaler, und es hat geöffnet die Augen. Und ich wohne auf Bainbridge, in Bainbridge-Ivke, ein Beilershuis, ein Beilerschächtig. Ihr wohnt in einem so gerufenen Jiddischhuis. Könnt ihr ein bisschen erzählen wegen dem? Erstens ich will sagen, als der Geld ist ganz billig und der ist es so zuziehig zu Menschen ist, aber ich führe unmamisch mit Jiddischhuis und ich wohne in Jiddischhuis schon 2,5 Jahre und es ist eine Sache, ich käme nicht vorgestellt, wenn ich bin gewesen 10 Jahre alt, ein Zetterling, also ich wollte gewohnt in ein Jiddisch reden, die geht heim. Und wir reden Jiddisch, zwei abgeforderte Chassidim haben sich letztens reingezogen und ich rede Jiddisch mit sie, mehr weniger, wenn ich sie in der Heim. Und was ist die Geschichte hinter Jiddischhuis? Von Jiddischhuis, das heißt, was ist es? Was ist es? Jiddischhuis, das ist, es ist gewesen Beile Schächter Gottesmannshuis. Sie gewohnt, ich meine, 10 Jahren auf Bainbridge Avenue in Norwood, was befindet sich in der Bronx. Und ich meine, 3 jiddischistische Mischbuches. Das heißt, die Gottesmanns, die Schächters, Beile Schächter Gottesmann und Mordre Schächter sind gewesen, Geschwistern, Brüderschwester und die Fischmanns. Und sie haben, es ist gewesen sehr, in Demmelt ist es gewesen sehr jüdischer Gegend. Jetzt mehr nicht. Aber die Shalom Aleichem Volksschule ist gewesen. Jetzt ist es ein Kulturcenter und wir halt Referaten einmal heute. Dort ist wenn Beile ist gestorben, hat Itzik ihr Sohn, was vermogt das Haus, beschlossen zu, nicht zu verkaufen das Haus, nur zu suchen Jiddischisten, was können wohnen dort, ist, ich bin Sof gekommen und ich führe mit dem, ich habe letztens, es ist mir letztens eingefallen, es wollte gewesen sehr gut anzuführen mit Singereien. Wir wollen anheben und führen mit Singereien einmal heute. Und der Shalom Aleichem Center stützt uns unter mit Geld. Und es ist eine von die es ist eine sehr gute Sache, was ich kann sein dort. Und der spürt Beiles Geist, Beile noch als in Jiddischhuis, weil alle ihre Sachen sind noch als dort, Bilder hängen auf der Wand, sie ist gewesen eine wunderliche Mullerin und ihre Sachen sind noch als in der ich wollte gekannt sein ein Museum. Und wenn Mensch, und Jiddischisten kommen zu mir einmal und sie stehen ein bei uns und es ist eine gute Sache, was, ich meine, wir sind nicht die einzige Jiddischhuis, das heißt, von Jiddischisten, Janko Peretz hat euch als ein Jiddischhuis in Brooklyn. Aber ich will, als wir sollen sich so neu verkleiden, die Keuches. Und weil der Iker ist, ich meine, ich bin gekommen, kein Stadt New York zu reden Jiddisch. Und der Iker ist, als ich soll kennen, reden Jiddisch. Reden Jiddisch in der Heim, reden Jiddisch in der Arbeit, reden Jiddisch auf der Gas. Und es ist tagemöglich, ich bin einmal
ich habe mal geredet Jiddisch den ganzen Tag. Das habe ich und ich geredet, nicht geredet, versteht sich, wenn ich bin gegangen in ein Geschäft, habe ich gedacht reden Englisch, aber kiemat den ganzen Tag habe ich geredet nur Jiddisch und gegangen in Jivo, gegangen in Vorwärts, nur in Theater und geredet Jiddisch in der Heim und geredet Jiddisch auf der Spazier in der Gegend, und ich begegne sich mit Jiddischisten in New York, weil ich meine, versteht sich, ist New York eine von der größten Centers von Jiddisch. Wir haben voran so viel Chassidim, sind auch Jiddischisten und ja, es ist Tage möglich und ich will denken, ich will stark denken nach New York, wenn ich will weg. Ihr seid bei der Jiddischwoche und lernt einen interessanten Klass. Könnt ihr ein bisschen erzählen wegen dem? Emitzer an Altitschke ist Arois von Klass und sie ist gewesen in Kass. Ich bin gewesen auf und später, ich hab das bemerkt, wenn sie ist Arois und ich bin später gewesen auf Garnik vor dem Esszimmer und sie gesagt, no, ich will dir geben mein Eize. Ich will nicht, dass die sollst werden krass. Weißt du, werden krass neulich? Nein, aber was ist die Eize? Sie gesagt, die bist da so ein guter Bocher, aber was fährst du an mit der Saat? Was lernst du so paskutne Temme? Was sind die paskutne Temme, was ich lerne? Ich habe schon... wir haben schon gehabt 3 Sessions von a Class wegen Sex. Nicht wegen Sex, wegen sexuell was? Sexterminen. Nicht nur Sexterminen. Wir lernen meistens, wie was beschreiben Sex. Die Sex allein ist, ja, und die Termine. Okay, wir lernen sich neue Wörter, aber in Kontext. Es ist besser, wir sollen sich lernen in Kontext. Es habe ich mitgebracht Material von einem Archiv beim Jivo. Ich bin voran Porter Kestlach in einem Archiv, was befindet sich zwischen die ethnografischen Sachen. Heißt es, als man kann sich der wissen neue Sachen wegen Sex in Klasse? Man kann sich der wissen neue Sachen, man kann sich auslernen neue Wörter von einer Jam Sexterminologie und Mordre Schechter allein hat das geforscht und ich weiß nicht, hat sie alle die Wörter, was befinden sich in die Beschreibungen, was ich habe mitgebracht und was ich lerne mit den Studenten, findet sich zwischen sein, es steht geschrieben in seiner Forschung, weißt, aber die Beschreibungen sind dafür sehr bilderisch, sehr literarisch, einmal sehr vulgar, aber der Ecke sehr jiddischlich. Und ich meine, und keiner hat nicht Gewaltwitz, es ist nicht eine Chutz die Frau, aber sie ist nicht bei Emes gewesen in Kass. Und wir reden wegen der jiddische Beziehung zur Sexualität. Und wir haben schon gelernt, die pornografische meistens, was ich gebracht und in Vergleichung mit der Literatur, die jiddische Literatur Bechlau, wie so hat Celia Dropken, Itzik Manger, was sind gewesen Poeten, wie so hat Chaim gerade geschildert, nicht Sex, nur Intimkeit und nur erotisch, und es wird mehr erotisch, euch das wenn sich, aber ja, schon, und Heinz will ich lernen die letzte Session und ist alle sind sehr zufrieden. Für Juden habe ich ungefähr mit der Werkstatt wegen Ethnographie und Folklore, weil ich halt übersetze ein Buch Avram Rechtman Zichronis von der Ansky-Expedition, sie wird von Indiana-Universität in ein paar Jahren und es ist sehr reich und also ein gutes Buch noch angeführt mit der Werkstatt wegen
dem und keiner ist nicht gekommen. Ich bin gesessen in auf Winkel allein, hat es mir gewesen Elend und Zu lieb dem hat gewollt machen, die Thema ein bisschen mehr pfefferdick. ja, darf ich lieb dem und alle sind gekommen, jung und alt sind gelaufen und nicht sehr jung, aber sie sind gekommen und gewollt und sie sind Massenweise. Ja, sie sind gekommen massenweise. Also so viele Menschen. Aber es ist wichtig, meine ich. Es ist nicht nur so lieb dem, als ich habe gewollt, mehr Menschen und man bekommt eine Chanoche von und für den Mitfahrstaaten und Referaten. Nur, ich meine, es ist wichtig, als man soll reden, man soll wenn man will, reden wegen die Sachen. Es ist nicht passig, man soll reden wegen sexuelle Sachen in Klasse, in einem Superprogramm, in Universität. Aber wenn man will reden wegen dem, soll man können reden. Und Nacht bei Nacht bin ich gesessen mit jungen Leuten, Menschen in meinem Alter, ein bisschen älter von mir. Und wir sind gesessen und wir haben geredet, wir haben erzählt unsere eigenen Meisters und es ist gewesen, und sie haben gehabt die Wörter, nicht allemal gehabt die Wörter, aber ich habe gekannt, sie euch besser geben die Wörter und die alle Termine und ich teilt nicht, ich bloß nicht von sich, als ich kenne die alle Wörter und Idiomen, aber ich habe eine Sache, nützliche Idiomen zu lieb dem, ich bin mit der Einzige, was hat geforscht, die meistens in Archiv, weil Menschen, die Archivisten haben gebrieft, behalten sie und auf den Wegweiser von der Versammlung in Jivo hat man Tage nicht verschrieben die Tekes. Man hat nicht verschrieben die Tekes, nicht gewollt, dass man soll kicken auf dem und ein paar Archivisten, liberale Archivisten haben sie entdeckt und ich bin gekommen zu sehen und in Lehensaal bin ich gesessen den ganzen Tag und gelesen die schmutzige Wörter, die schmutzige Beschreibungen und I'm like, oi weh, das ist so reich und man darf lernen dem Moin, wie soll zu reden wegen dem. Und is in New York habe ich gesagt, so von meinen Gewehren sind Jüdischisten und ich gehe Juliet, ich gehe in Schenk und in Theater, in Kino und ich verbringe mit der Gewehr allemal und also es ist Jiddisch ist es ist eine tagtägliche Sprache und wir reden wir reden wegen allerlei Sachen und es ist so ja ich bin sehr zufrieden, was ich gekannt entwickeln mein. Nicht werden, das heißt, ein fließiger Redder, aber können entwickeln die Sprache, also ich soll kennen, Tage rumreden als Ding. Sei die schmutzige Sachen, sei die nicht schmutzige Sachen kennen. Weißt du, dass Menschen dürfen euer geholfen mit dem? A schönem Dank und seid weiter matzliach. Danke, schönem Dank, ja. Das ist gewesen ein Interview mit Noach Barrera. Hat letztens mir gemeldet, als geht lernen a Klasse in Jiddisch und wird euch halten ein paar Referaten wegen 6 Terminen, das mal auf Englisch. Und jetzt wollen wir anheben, ein bisschen zu abzumerken, dem kommenden Jantiv Chanukah mit Chanukah-Präsentierung von unserer verstorbenen Malika Mitarbeiterin im Programm Miriam Liebenson, Aleha Shalom, von den 90er Jahren, Hatanah. Chof Hei, den 25. Tag in der Monat Kislev, feiern wir Iden, den Jontef Chanukah, und wir danken Gott für den Nisim von Amor, bei Yamim Haheim, Bazman Hazeh, in der Zeit. Durch für uns besser zu verstehen dem Nest von Chanukah, will ich euch nehmen zu einer Zeit,
mit über 2100 Jahren zurück. Wenn es einen aufgestanden gegen uns, die Griechen, und haben gewollt im Ganzen abmecken dem Namen Eid. Griechenland vernimmt in der Kulturgeschichte von der Menschheit einen großen Platz. Die Griechen haben gespielt eine große Rolle in der zivilisierten Welt, aber die Religie von den Griechen ist gewesen Götzendienerei. Auch viele in der Zeit, wenn sie seien schon gestanden auf einer höheren Stufe von Kultur, haben sie noch alles gedient zu ihren Göttern. Im Kontrast zu unserem Begriff, zu unserem Glauben in Gott, der Beschäfer. Die Kulturelters von Griechenland haben getragen den Namen Hellenism, von dem Wort Hellen, was meint ein Griech. Wenn Alexander Mukdon ist geworden König, 330 Jahre vor Christentum, hat besiegt Griechenland und viele andere Völker und sie gemacht unter König. Eretz Israel, Jehuda, hat er euch eingenommen, aber er hat nicht gestört die Iden im geistigen und religiösen Leben. Aber 8 Jahre später, wenn Eretz Israel 175 Jahre vor der Erscheinung vom Christentum ist reingefallen unter der Herrschaft von dem griechischen König Antiochos Epiphanes, Antiochos der Rosche, der wahnsinnige Rosche, hat er gehasst nicht nur das jüdische Volk, nur euch unser jüdischen Gläuben. Im Beis Hamikdash hat man hereingestellt als Statue von dem griechischen Gott Zeus. Über ganz Eretz Israel hat man zerstört griechische Götter und man hat die Iden gezwungen zu dienen zu den Göttern. Und es haben sie gefunden Iden-Verräter, wo sie ist gefährlich geworden, der freilichen Art leben, und sie haben sich abgesorgt von jüdischer Äußerung. Aber ein Teil Iden seien geblieben treu. Und zu können lernen und abhüten Jüdischkeit, haben Asach-Iden sich behalten zwischen die Berg und Heilen und gelernt Teire. Und schon dann hat der Dreidel, der Chaneke-Dreidel, gespielt eine wichtige Rolle in helfen uns abhüten Jüdischkeit. Wenn die Iden, die Wächter, haben gehitzt zwischen die Berg und haben gesehen, als es der Mentern sich der syrische Feind, haben sie umgesucht die Iden und die Iden haben behalten die Sifrei-Teure und gespielt dem Spiel von Dreidel. Nicht wenig aber haben gewissen Heldenmut in Selbstopferung für Jüdischkeit. Wenn die Leiden haben erreicht die höchste Stufe, hat sich in der Finsternis bewiesen ein lichtiger Stern. Das ist gewesen die Mischpoche von der Hashmonaim. In Städtel Modi'in leben Jerusalem hat gelebt Matisyahu mit seinen 5 Söhnen, und wenn die syrischen Beamte seien gekommen in Modi'in und gezwungen die Iden sich zu bucken zu Zeus, dem griechischen Gott, hat Matisyahu mit Stolz gesagt: Ich mit meinen Söhnen und Brüdern will nicht abtreten von unserem Glauben. Matisyahu hat ausgerufen: Mi Lashem Elai, wer steht vor Gott, will gehen nach mir. Matisyahu hat fahren, starben, ungesorgt seine Söhne, sie sollen vorsetzen dem heiligen Kampf, verabhüten unter jüdischen Glauben. Der dritte Sohn Jehuda, mit der Geist von einem Krieger und mit einem wahren jüdischen Herz, mit einem starken Verlangen zu befreien Iden vom Bucken sich zu falschen Göttern, ist geworden der Kommandier von der kleinen Armee. Er hat bekommen den Namen Maccabi, das seien die erste Äußers von den Wörtern Mi Kamocha Ba'elim Hashem. Und von dem Wort Maccabi hat er genommen das Wort Maccabeer. Makevet meint euch in hebräischer Hammer. Jehuda hat begeistert und ermutigt sein kleine Armee und gewonnen a Schlacht nach a Schlacht. Die Iden haben zerschlagen den Feind, abgenommen zurück die Stadt Jerusalem, ausgerammt die Tume von dem Beis Hamikdash, herausgeworfen dem griechischen Gott Zeus. Aber wenn sie haben gewollt umzünden, die Menorah, das heilige Licht, seien sie geblieben enttäuscht, weil es ist kein reiner Bäumel nicht gewesen, aber eines ist geschehen. Sie haben gefunden ein klein Kriegerle Öl, Pach Shemen Koton, gehasmet von dem Kohen Godel, was hat noch normal kaum gekannt klicken
auf nicht mehr wie ein Tag Licht. Aber ein Ness hat geschehen, es hat geleuchten im Beis Hamikdash ganze 8 Tage. Und mit Hecher 2100 Jahren zurück, 25 Tage in Kislev, haben wir eben gefeiert dem Chanukkas Habayis, die Banayung vom Beis Hamikdash. Dafür heißt der Yom Tov Chanukah, was meint Banayung. Und von damals an feiern wir Iden, wo noch wir leben, dem Yom Tov Chanukah. 8 Tage als Andenken, was unsere Helden von Amol haben gesiegt über unsere Feind. Wir damonen den Nissim, die Wunder, was Gott hat mit uns getan, bei Yamim Haheim Bazman Hazeh, in jener Tag, in der Zeit. Jahren, als Jahren später, wenn wir seien von unser Land vertrieben geworden bei den Römer, 8 Jahre später, haben wir bis heutigen Tag euch gefeiert, Chanukah, jeden Jahr in unsere lange Golesjahren. Klein, dunkel, unbedeutend ist das Chanukah-Lichterle gewesen für der äußerlichen Welt, aber für uns Iden ist sie groß und lichtig. Für uns Iden, Gebliebene von dem schrecklichen Chuben, haben die Chanukah-Lichterle zusammengeflochten uns mit unserer Vergangenheit. Nicht Antiochus und nicht Titus und nicht die alle Homens und Hitlers von alle Deures haben gekannt uns als Erfolg vernichten. Gerade wird von unserer schrecklichsten Chuben sehen wir, wie immer seien die Wörter im Licht von der Auflebung von unserer idischen Medina Israel mit beneite frische Kräften durch die Beste von unserer Sinn und Töchter mit unser Leben in diesem dreht sich der Drehderle heint wie amol, aber mit den Wörtern Nes Gadol Haya Po. Ein größer Nes hat passiert da in Medina Israel. Und die Chanukah-Lichterlach symbolisieren für uns jede eine besonder jüdischen Gläuben, Freiheit, Mut, Liebe, Tzedake, Übergebenheit, Wissen und Scholem. Und mit Scholem wird das Licht sein voll. Ich will in Kurse für euch schildern dem Chanukah von meinen Kinderjahren, tief eingekritzt in mein Sikoren. Mein kleines Städterle, ein Nicht-Lieder von Farnkurven. Wenn der Lehrer hat uns Kinder erzählt und ich habe zum ersten Mal gehört sein, die 7, 8 Jahre, wegen der Heldigkeit von den Makkabim und wegen Chana, die Mutter Chana und ihre 7 Sinn, welche haben Makriv gewesen, sie ihr Leben vom jüdischen Volk und sich nicht gebucht zu Zeus, dem griechischen Gott, haben sich dann Tränen gegossen von unseren kinderschen jüdischen Augen. Wir Kinder haben gewartet mit Ungeduld auf die 5. Lichtel Chanukah, wenn wir kriegen von Bobes, Seides, Onkels, Tantes Chanukah-Geld in die kalte Winternacht, wenn wir Kinder haben gespannt, ungetan in wolliges, schneetief bis die Knie durch die schmale, verschneite Gesslach zu Seides, Bobes, Onkels, Tantes nach Chanukah-Geld. Und alle seien zufrieden gewesen mit unser Onkel und noch mehr mit unser Wissen wegen Chanukah, welche unsere Eltern und Lehrer haben mit Übergebenheit und Getreischaft in uns jüdische Kinder eingepflanzt. In die kleinen Lichterlach eingestellt in halbe Kartoffel als Chanukah-Menorah in der Sache von unseren Ohren jüdischen Heimen haben gescheint und beleuchten, aber gewarnt hat uns der innerliche Licht, die Bänkschaft nach unser Land, nach ein eigenes Heim und ermahnt uns den Pracht von Amol. Und Jahren später, a Chanukah da in das freie Land Amerika. In einer Klasse von kleinen Kindern stehe ich und probiere mit all meinen Keuches und Wissen einzupflanzen in unsere jüdische Kinder, unsere Yom Tovim. Und als der Yom Tov soll werden gefeiert, jüdischlach. Mit einem Gefühl von Mut und Selbstwürde hören sich zu meine kleinen Talmidim zu der Heldigkeit von den jüdischen Sinn und Töchter von Amol und von Heint. Jeder Chanukah wird der Nomen Jehuda, welcher meint euch ein Dank zu Gott, bei allem beliebt. Auf einem Bänkel in meinem Klasszimmer sitzt der kleine Jimmy
aber der hebräische Name seiner ist Jehuda. Und wer kann sich eindruck gleichen zu ihm? Bin ich das derselbe Jehuda, der Held von den Makkabäer? Bin ich über 2000 Jahre alt? Dein Name, Jehuda, ist noch viel, viel älter. Du bist der Sohn von Jakob Avinu. Ich sehe ein Feier von jüdischem Stolz in seine kindersche lichtige Augen. Nicht umsonst haben unsere Chanukka-Lichter gebrennt und brennen schon über 2000 Jahre. Sie haben immer abgefrischt in uns das Blut von den Makkabäer, zu können leiden und übertragen alle Zores und vorsetzen dem Kampf für unser Volk und unser Land, bis wir haben erlebt, wir die Glückliche haben erlebt mit 46 Jahren zurück, die Glückliche aus der Welt schon wieder umzuziehen, die Chanukka-Lichtlach mit Stolz in Medinas Israel. Es lohnt mir unhalten, die Kate von Jüdischkeit und feiern unsere Yom Tovim mit Gläuben in Gottes Nisim von Amol und von Heint. Ich will ausnutzen die Gelegenheit und die Covid-Chanukka verendigen mit meiner Alid, mein Cholem in der Welt von Scholem. A Hitler, a Hussein, wer kann sie ihre finstere Gedanken verstehen? Für was haben sie unser Feind? Fragen meine Ähnlich mir heint. Weil wir jeden willen Scholem auf der Welt, wir tun, für jeden an Ort zu leben, in Einigkeit in unser Land, welche Gott hat uns gegeben. In einer Milchome verschollen, in einer Welt voll mit Feind, stehen wieder auf unsere Helden Makkabäer von Amol und von Heint. Sie verstärken unser Glauben, als Gott sagt doch, wird Mekuyen werden. Zu Avraham und zu deinen Kindern wird Eretz Israel auf ewig gehören. Sei dann jeder Eid, jung und alt, die Kate von teures Sieden halt. Wir beten dir Gott, verwirklich unser Cholem. Wir wollen leben in einer Welt von Scholem. Über uns wacht Gott, der Hüter, in sein weiß-blauen Talis, der Himmel sein gezelt, sein Sohn Israel über Wolkensflitter und Gott allein von Naches quält. Es ist Chanukka, ein Jomtef in die Himmeln, der bekovediger Gast Avraham, erster Ried in Rei und alle teure Sieden seine Kinder tanzen, singen und Gott allein, tanzt mit sie. Und Moshe Rabbeinu sein lichtig Ponem zerstrahlt und Melochem und Neviim, jung und alt und alle Neshomes von ihnen von teures verpeinigt, sie haben sich alle heint in Singen vereinigt. Mit dem Sinn von Matityahu, mit dem Sinn von Chana, mit dem Sinn von den Gefallenen in alle Milchomes, sitzt heint eurem On Yehuda HaMaccabi, zieht on die Chanukka-Licht und singen im Himmel alle Neshomes. Von Millionen Neshomes Jüdische, von 6 Millionen wischt Gott und kleibt die Tränen und bencht sie und nimmt sie mit Liebe herum und sagt, ihr werdet aufs Neue geboren werden, in der Verwirklichung von unser langen Cholem in Eretz Israel, in der Welt von Scholem. Wir danken dir Gott für dem itzigen Ness, aus dem russischen eisernen Vorhang zerschmolzen, aus die Iden von Golus und Umkum befreit. All bringt sie ja heim zu erleben als Stolzen. Es scheinen die Sterne in unsere Himmeln und die Chanukka-Lichterlach da auf der Erde. Nicht betont wird nicht Zochen von Milchomes, nur der nicht Zochen von Geist, nicht von Schwert. Lo bechail velo bekoach, ki im beruchi, amar Hashem Zwaot. Nicht betonen dich dem heldischen Kampf und Schwert, nur dem geistigen Nitzochen nach Volk, für Freiheit und Gerechtigkeit und Scholem. Hat alle freilichen Chanukka, hat nur von den Latkes, von Trinken und Essen und noch mehr die Nissen von Amol und von Heint nicht vergessen. A Dank waren Zuhörer. Alle Nacht im Breilauf spielen wir, sie die Käselatkes, es soll schön geschwindet, sind Kinder, wie die geliebte Lachon.
ליבנו, בגיל ובשמחה, ממלאים את ליבנו, לילה ויום, סביבנו ייסוד, סוכריות, נוהר במלאכות, לילה ויום, סביבנו ייסוד, סוכריות, נוהר במנורות, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו מכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו מכבים. חנוכה הוי חנוכה, חנוכה מקדשנו, בגיל ובשמחה, ממלאים את ליבנו, לילה ויום, סביבנו ייסוד, סוכריות, נוהר במלאכות, לילה ויום, סביבנו ייסוד, סופגניות, נוהר במנורות, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו מכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו מכבים, ניסים